Beamer wurden in den letzten Jahren immer kleiner. Geschrumpft ist auch der Preis. Bereits für unter 400 Franken gibt es solche kleine Projektoren. Kassensturz testet 8 gut verkaufte Modelle. Welches projiziert das schönste Bild? Welches klingt am besten und ist simpel in der Handhabung? Die Verpackungen versprechen viel. Kinoatmosphäre zu Hause. Höchste Bildqualität und Videogames auf dem Großbildschirm. Ingenieur Jonas Fischer vom spezialisierten Labor in München testet die handlichen Beamer. Das wichtigste Kriterium ist die Bildqualität. Bewertet wird auch, wie benutzerfreundlich die Geräte sind. Alle Geräte haben eine Fernbedienung und die allermeisten Geräte im Test haben auch eine smarte Oberfläche, die man beispielsweise auch von den Smart TVs kennt, um beispielsweise Netflix oder Amazon Prime oder ähnliche Streamingdienste zu schauen. Und das funktioniert ähnlich wie bei den Fernsehern ziemlich komfortabel. Zum perfekten Filmgenuss gehört auch ein exzellenter Ton. Ein Expertentrio beurteilt die Klangqualität. Hier zeigen sich große Unterschiede. Gemessen an der Größe der Geräte haben einige richtig gute Lautsprecher eingebaut, die tatsächlich auch ein bisschen Bass wiedergeben können und die Höhen recht schön wiedergeben. Aber am anderen Ende des Spektrums gibt es auch Geräte, bei denen die Lautsprecher eigentlich nur lärmen und keinen Bass haben, unangenehme Höhen, die blechern klingen und klirrend klingen. Bei denen hätte man keinen Spaß, wenn man sich einen ganzen Film damit ansehen würde. Wir beamen uns vom Labor in München ins Aargauer Kunstmuseum. Hier stehen aktuell rund 25 Beamer im Einsatz. Von handlich kleinen bis zu großen Hightech-Projektoren. Dieses Exemplar ist gut versteckt. Das Kommando über alle Projektoren hat Matthias Berger. Er leitet die Museumstechnik. Videoinstallationen mit Beamern seien oft eine technische Knacknuss. Es steigen natürlich ab und zu aus und dann weiss man nicht richtig warum. Weil es spielen ja verschiedene Komponenten zusammen. Das eine ist der Beamer selber, das andere ist das Zuliefergerät vom Signal. Und manchmal gibt es dort so Komplikationen, wo man nicht richtig weiss, warum es dann nicht funktioniert. Und dann muss man halt dem nachgehen. Und das ist manchmal ein bisschen Detektivarbeit. Zurück zum Test und zum wichtigsten Testkriterium: die Bildqualität. Die Jury bewertet das projizierte Bild eines Films ab Blu-ray. Die Unterschiede sind frappant. Der Beamer links fällt komplett ab. Bei diesem Bild fällt jetzt natürlich auch schon die geringere Helligkeit auf. Hier im schwarzen Bereich, im dunklen Bereich säuft alles im Schwarzen ab. Und das Weiße ist nicht wirklich strahlend, wie man es erwarten würde. Hier die Kleidung des Kochs normalerweise schön strahlend weiß, hier eher gedeckt hellgrau. Was auch auffällt, ist die schlechtere Auflösung. Man kann hier schon einzelne Pixel erahnen. Und auch bei bewegten Faden wird man ein Nachziehen des Bildes bemerken. Die Farben sind bei weitem nicht so lebendig. Die Gesichter sind eher fahl, anstatt dass sie rosig gesund aussehen. Die handlichen Projektoren sind auch praktisch für Präsentationen. Besprechungszimmer sind aber oft nicht komplett dunkel. Das sind erschwerte Bedingungen für die Beamer. Das Szenario ist jetzt beispielsweise, wenn man in einer Konferenz, in einer Bürosituation Tabellenkalkulation an die Wand werfen will, um es einer Kollegin oder einem Kollegen zu zeigen. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass die Tabellenkalkulation auch scharf dargestellt wird und nicht nur in der Bildmitte, sondern auch bis zu den Rändern hin. Was natürlich limitierend ist, ist die maximale Helligkeit. Wenn einfach das Licht von draußen heller ist wie der Beamer, dann erkennt man wenig. Und auch bei Geräten mit schlechter oder sehr schlechter Auflösung kann das Ganze auch sehr unscharf und undeutlich werden. Zu den Resultaten. Schlicht schlecht ist der Beamer von Denver für 29,60 Franken, gekauft bei Konrad, Schulnote 1,8. Ungenügend Lenko, gekauft bei Mediamarkt. Dieser schreibt, das Produkt sei im Einstiegssegment positioniert. Ebenfalls ungenügend Blow, geliefert von Galaxus. Beide Beamer fallen durch bei Bildqualität und Klang.
Die Händler von Blow & Denver äußern sich nicht zum schlechten Resultat. Im Aargauer Kunsthaus kann das Publikum Kunstwerke auch selber auswählen und an die Wand projizieren. Möglich machen es ein Touchscreen und Beamer. Wobei dieser schon bald ersetzt wird. Der Beamer ist jetzt eben von der Projektion her einfach unscharf über das ganze Bild. Oben ist er schön scharf, je näher also bei den Linsen ist, und gegen unten wird er einfach unscharf. Und das gibt so ein milchiges Bild, wo ja, ist einfach schade, dass das so ist. Aber im Moment ist es leider noch so. Note 4 für den Projektor Mini von FTM. Besser ist der Beamer von XG IMI, gekauft bei Interdiscount. Positiv aufgefallen der eingebaute Akku, Handhabung und Klang. Note 4,7 für Xiaomi für 299 Franken. Gleich gut, aber deutlich günstiger Wanbo mit einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist außerdem der Beamer mit dem leisesten Betriebsgeräusch. Testsieger ist der Beamer von Samsung. Mit 390 Franken das teuerste Gerät im Test. Bestes Bild, bester Klang. Gesamtnote 5. Erfreulich: die meisten der getesteten Beamer verfügen über eine automatische Bildkorrektur. Auch wenn der Beamer nicht direkt frontal vor der Wand steht, projiziert er ein zertes, rechtwinkliges Bild.